Qizilbash waren zunächst mal eben die Anhänger des Safavidenordens, der Scheichs des Safavidenordens, die dann auch militärisch-politische Macht für sich beansprucht haben und schließlich mit Schah Ismail, Schah Hatay 1501 Herrscher, nämlich Schahs von Iran wurden. Ja, das mit der Beleidigung ist von Anfang an nicht ganz so klar. Es war zunächst mal vielleicht sogar, so wird zumindest in manchen Quellen und Erzählungen gesagt, durchaus sogar eine Ehrenbezeichnung der Anhänger des Safavidenordens, eben der, die für den Safavidenorden gekämpft haben. Insofern kann es sein, dass die Beleidigung erst im Zuge des Konflikts mit den Osmanen, zwischen Safaviden und Osmanen, so zustande kam, dass eben das als negativer Begriff, vor allem von osmanischer Seite, dann, das ist völlig klar von den Quellen, verwendet wurde. Also in osmanischen Quellen ist Qizilbash dann eben ein Synonym für Ketzer, für Schiiten allgemein, auch später eben für Iraner allgemein zum Beispiel, also für ganz viele Leute, auch die arabischen Nusayri-Alawiten wurden von den osmanischen Verwaltungsleuten als Qizilbash bezeichnet. Also nicht nur die heute bekannten anatolischen, türkisch-kurdischen Aleviten. Und wie gesagt, in den safavidischen Quellen wird es eigentlich so dargestellt, als ob es zu Anfang sogar eben auch eine Ehrenbezeichnung war, die der Scheich des Safavidenordens seinen Anhängern gegeben hat. Wie das genau war, weiß man wohl nicht. Ich denke, dass beides eben ungefähr gleichzeitig stattgefunden hat. Aber entsprechend, nachdem der Begriff eben über Jahrhunderte etabliert war für die anatolischen Aleviten, im negativen Sinne von den Osmanen, hat man von alevitischer Seite, von manchen zumindest, den Begriff, ja, ob schon im frühen 20. Jahrhundert bin ich mir nicht sicher, aber sicherlich in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder als positiven Begriff für sich selber wieder übernommen. Das ist eine Form der Selbstermächtigung sozusagen. Ne? Also Ähnliches haben wir ja in anderen Kontexten, wo Gruppen diskriminiert werden, dass diese dann die Schimpfworte für sich in Anspruch genommen haben als Eigenbezeichnung, eben um sich den Begriff anzueignen, um sich nicht beschimpfen zu lassen, sondern zu sagen, ja, okay, wir sind zum Beispiel Schwarze in Amerika, wir sind Nigger oder Ausländer, junge Ausländer in Deutschland, die sich dann als Kanaken selber bezeichnet haben. Also sowas ist eine Form der Selbstermächtigung, Empowerment, sagt man auch dazu. Und dann, denke ich, ist noch ein weiterer Aspekt da, durch das alevitische Revival seit den 1980er, 1990er Jahren, wo die Aleviten sich wieder ihrer selbst sehr bewusst geworden sind, wurde es ja auch deutlich, dass es eben unterschiedliche Richtungen im Alevitentum gibt, zumindest unterschiedliche regionale Ausprägungen. Und ich denke, dass der Begriff Qizilbash dann auch von einigen Ostaleviten, nicht nur kurdische Sprache, sondern auch turkmenischen Aleviten, die sich eben dann erinnert haben wieder an ihre Geschichte, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Safavidenorden, den Begriff für sich benutzt haben, um sich auch zum Beispiel vom Bektaschi-Tum und von Bektaschi-Aleviten abzugrenzen. Also insofern ist es nicht klar, ob es von Anfang an ein Schimpfwort war, und zweitens, dann, als es ein Schimpfwort war, ist es eben im 20. Jahrhundert wieder angeeignet worden, aus einem Stolz auch auf Qizilbash-Lük im Sinne der alevitischen Identität. Semach ist im Endeffekt das schlagende Herz des alevitischen Organismus. Bum, bum, bum. Das ist die Drehung, was ich eben gesagt hatte, die Drehung der Galaxie. Also im Semach ist eigentlich die Nachempfindung, die Zelebrierung des Kırklar-Cemi. Weil im Kırklar-Cemi wurde das Ur-Semach zelebriert und gemacht, wo Mohammed eingetreten ist in diese geheime Versammlung, Stichwort.